Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre ist einer der wichtigsten Vertreter des Existenzialismus. Sartres Denken kreist um die Frage, was es heißt, authentisch zu leben, also frei von äußeren oder inneren Zwängen, ganz und gar selbstbestimmt. Bis heute der Traum fast aller moderner Menschen. Der Kampf um Freiheit hat bei Sartre auch biografische Wurzeln. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg und geriet als junger Mann in deutsche Gefangenschaft. Nach dem Krieg blieb er politisch äußerst aktiv und engagierte sich für die Arbeiterbewegung, die Emanzipation und gegen den Kolonialismus. Sein bekanntester Satz lautet: Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Nach Sartre kann sich jeder Mensch in jeder Lebenssituation für oder gegen eine Handlung entscheiden. Jeder Mensch ist somit für seine Taten, sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen voll verantwortlich. Radikaler Individualismus und politische Solidarität sind für Sartre also miteinander vereinbar. Heute würde sich Sartre vielleicht zu Instagram, TikTok und Co. äußern und bemängeln, dass wir in der scheinbar authentischen Selbstdarstellung selbst zu einer Ware verkommen. Sicher würde er sich auch fragen, wie die eigene Freiheit in Zeiten der Klimakrise mit der Freiheit aller anderen vereinbar ist. Worauf muss ich verzichten, damit andere selbstbestimmt leben können? Übrigens gestaltete Sartre auch sein Liebesleben eher frei. Er führte, damals skandalös, ab 1929 eine offene Beziehung mit der Philosophin Simone de Beauvoir. Mehr als ein halbes Jahrhundert lebten und dachten die beiden gemeinsam und blieben einander auf ihre Weise treu. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre gelten daher in polyamorösen Kreisen als Vorreiter. Wie viele Existenzialisten verfasste Sartre seine Gedanken auch in Form von Romanen und Theaterstücken. Er schrieb geradezu manisch, oft mehrere Dutzend Seiten täglich. Aufputschmittel begleiteten seinen Alltag. In den 1930er Jahren experimentierte er auch mit Mescalin, mit dem Ergebnis, dass er sich monatelang von menschengroßen Krustentieren verfolgt fühlte. Sartre war im Nachkriegsfrankreich ein führender Intellektueller, der erste Popstar der Philosophie. Als er 1980 starb, erwiesen ihm am Pariser Friedhof Montparnasse 50.000 Menschen die letzte Ehre. Er hatte sein Leben so gelebt, wie er es wollte.